ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Und ich würde noch mal kurz ein Gebet sprechen, bitte. Treuer Hirte, komm und hilf uns. Auch jetzt in diesen Momenten, wenn wir uns Gedanken machen über dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns die Augen dafür öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort, dass du uns belebst durch deinen Geist und Gnade schenkst. Amen. Ja, das Thema, das wir uns gestellt haben heute Morgen, lautet also die Antwort Gottes auf die Spannungen in der Welt. Kürzlich hörte ich die Nachrichten und da sagte die Nachrichtensprecherin, so ziemlich am Ende der Sendung, angesichts der vielen Ereignisse und Überbordungen auf fast allen Gebieten in unserer Gesellschaft, ob wir uns bereits in einer enthemmten Gesellschaft befänden, wo es praktisch keine Normen mehr gibt. Es ist tatsächlich so, wenn wir in unsere Welt hineinschauen, die Spannungen nehmen zu, extrem. Auch die Umwälzungen in unserer Welt, Kulturen verändern sich fast. Nichts ist mehr so wie noch vor 10 Jahren. Christliche Werte sind am Kippen. Ehe, Familie und Moral werden ganz neu definiert. Und jemand äußerte sich dazu wie folgt, dass in den endzeitlichen Sturmfluten christliche Werte und Überzeugungen einfach weggespült werden. Die meisten Menschen sind deshalb nicht zuletzt auch orientierungslos geworden. Sie fragen sich, was gilt denn überhaupt noch? Man hört so viel. Auf was kann man sich denn noch verlassen? An was kann ich mich halten? Was zählt? Persönliche Meinungsäußerungen stehen ganz schnell am Pranger. Da muss man heute übervorsichtig sein. Vielleicht sogar ich heute Morgen mit dem, was ich sage, hier und da. Individuelle Überzeugungen gehen im Massenmeer der Medien unter. Israel ist zum weltweiten Feind Nummer 1 erklärt. Egal, was sie tun und was sie machen, alles ist brutal. Man nennt das sogar Terrorismus. Auf der anderen Seite wird der wirkliche, gängige Terrorismus irgendwie wegerklärt. Alles ist in Bewegung, wir erleben es. Jetzt kommt es mehr oder weniger auch auf die Schweiz zu. In Deutschland ist es besonders krass. Millionen Flüchtlinge sind unterwegs in Europa, Asylanten. Und die Politiker, also ich rede jetzt mal von Deutschland, die wissen sich keinen Rat mehr. Die Polizei ist überfordert. Die Diskussionen darüber, die Demonstrationen, die gehen weit auseinander. Das Für und das Dagegen. Man liest sehr viel, man hört sehr viel Pro und Contra, oft Contra. Wie gehen wir damit um? Was ist eigentlich Gottes Antwort auf das, was in unserer Welt, speziell in Europa zurzeit abgeht? Und da habe ich 3 Hauptpunkte mir gestellt. Erstens, Gottes Hinweis auf die Spannungen in der Welt. Zweitens, Gottes Reaktion auf die Spannungen in der Welt. Und drittens, und das scheint mir dann auch besonders wichtig am Schluss,
Gottes Trost in den Spannungen dieser Welt. Besonders natürlich für die, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Erstens, Gottes Hinweis auf die Spannungen in der Welt. Wir sind alle überrascht, was im Moment hier in Europa vor sich geht, schon seit einigen Jahren, was sich so entwickelt, auch in der christlichen Kultur, die großen Veränderungen oder jetzt auch eben mit dem Islam oder auch die vielen Menschen, die bei uns Schutz suchen. Viele sind überrascht und werden mit dieser Situation kaum fertig. Aber es ist ja nicht so, dass Gott uns nicht schon viele Dinge erklärt hätte, vorausgesagt hätte. Er lässt uns ja nicht im Unklaren. Er gibt uns ja Orientierung, gerade den Christen, damit sie wissen, was los ist, damit sie wissen, was kommt und damit sie sich darauf einstellen können und den Herrn erwarten können und damit sie auch wissen, wie sie sich verhalten können, mit diesen Situationen umzugehen, damit sie sich vor Augen stellen, was ist jetzt unsere Aufgabe? Wie müssen wir als Christen reagieren, handeln? Der Apostel schreibt ja, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn, muss es eigentlich heißen, als wäre der Tag des Herrn schon da. Aber, liebe Geschwister, genau das geschieht ja. Viele sind erschrocken. Viele sind erschüttert. Und ich habe es schon gesagt, es gehen viele Kommentare rum. Von christlicher Seite her, heute Morgen ja auch. Von politischer Seite her, von Parteien, Gruppierungen. Warum? Weil man erschüttert ist, weil man erschrocken ist. Gott hat es auch schon gesagt, er hat uns die Hinweise gegeben. Zum Beispiel schreibt Paulus dann weiter in Vers 3, 2. Thessalonicher 2,3, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn, und jetzt kommt es, ist vorhergesagt, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Eine gewisse Abkehr vom Wort Gottes, von Gott selber, gab es ja schon sehr früh. Das ist gar nicht neu. Der Apostel Paulus schreibt in Bezug auf der Zeit, in der er damals lebte und in der Zeit, in der nachapostolischen Zeit, da hat er schon gesagt und angedeutet durch den Geist Gottes, wie sich das Christentum entwickeln wird. Er hat gesagt in 1. Timotheus 4,1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, nicht erst in der Endzeit, sondern schon in späteren Zeiten, das begann schon, wie gesagt, in der nachapostolischen Zeit, etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. In späteren Zeiten bereits. Aber jetzt, Achtung, die Bibelstelle hier in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 spricht nicht von späteren Zeiten, von einer Zeit, die sich schon nach den Aposteln abzeichnete und dann durch die Kirchengeschichte durchzog, sondern der Apostel spricht in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 von der absoluten Endzeit, von dem Ende der Endzeit, von dem Ende späterer Zeiten. Indem dass er sagt, denn es muss
Stellt euch darauf ein, ihr wisst es doch. Unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Das ist jetzt was ganz Spezielles. Das hat es in der Kirchengeschichte, in der Christenheit noch nie gegeben. Das wird erst am Ende der Endzeit passieren. Hier redet Paulus nämlich von einem ganz bestimmten Abfall, von einem endzeitlichen Abfall, und zwar von einem Abfall, der plötzlich und abrupt kommt und Hand in Hand geht mit dem Auftreten des Antichristen. Also ein Abfall, der sich nicht langsam so irgendwie entwickelt, sondern der im direkten Zusammenhang steht mit dem Antichristen. Hand in Hand. Und da kann man sich jetzt fragen, was ist das denn für ein Abfall? Nun, ich denke, das bezieht sich auf einen tatsächlich ehemals christlichen Kontinent oder christliche Kontinente, die sich christlich entwickelt haben, die dadurch auch Fortschritt erlebt haben und darauf sogar ihre Gesetze gebaut haben, ihre Moral, die Familie und alle gesellschaftlichen Dinge, die existieren. Und am Schluss plötzlich geben sie diese christlichen Werte zugunsten des Antichristen auf. Und ich glaube, dass dieser Abfall, von dem der Apostel Paulus schreibt, hier im 2. Thessalonicher Brief, es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch des Verderbens offenbar werden, der Gesetzlose. Ich glaube, dass uns die Bibel sogar zeigt, wo dieser Abfall zu finden ist. Und zwar in Offenbarung Kapitel 17, Vers 13. Offenbarung Kapitel 17, Vers 13. Wir wissen ja, dass am Ende 10 Könige auftreten werden. Man diskutiert darüber, was das jetzt für Personen sind. Ob das vorherrschende Präsidenten, Regierende sind von vielleicht verschiedenen Kontinenten oder Ländern oder sagen wir mal Europa. Wie dem auch sei, die Erfüllung wird es zeigen. Aber es steht, dass diese 10 Könige, die also den Nationen, besonders denke ich auch, den westlichen Nationen voranstehen, da heißt es, diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Das ist dann der Abfall, von dem der Apostel Paulus schreibt, der abrupt kommt und der dann dem Mann des Verderbens, dem Gesetzlosen, Tür und Tor öffnet und alle Vollmachten gibt. Sie wissen, wie ich das meine? Du kriegst jetzt die ganze Macht, alle Herrschaft übergeben wir dir. Aber, wie heißt es so schön, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und weil das so ist, schreibt Paulus auch, denn das Geheimnis, Vers 7, 2. Thessalonicher 2, 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Das wiederum beginnt sehr früh. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg sein, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Und wenn wir uns jetzt mal Gedanken machen über die Zeit, über die letzten Jahre, letzten 10 Jahre, was da in unserer Kultur, Gesellschaft, Religiosität oder Christentum, auch politisch, was da los ist in unserer Zeit, also da muss man sagen, also der Paulus trifft
den Nagel auf den Kopf durch den Heiligen Geist. Man ist wirklich dabei, sich von der Liebe abzukehren, von der Liebe zum Wort Gottes abzukehren, von der Liebe der Errettung Gottes in Jesus abzuwenden, von der Bibel abzuwenden, von Gott selbst sich abzuwenden und die Lüge, wie kann es anders sein, nimmt deren Platz ein. Darum wird Gott ihnen kräftige, da kriegt man ja eine Gänsehaut. Darum wird Gott ihnen kräftige Irrtümer senden, so dass sie der Lüge glauben. Wenn man die Zeitung liest, dann denkt man, ja, das ist ja Bibel pur, was da geht. Das größte Übel in der Welt, sagte jemand, ist ein Christentum ohne den Heiligen Geist. Die Werte aufgeben. Kürzlich las ich Folgendes, ich lese Ihnen das vor. Sieht eigentlich keiner den offensichtlichen Zusammenhang zwischen dem geistlichen Verfall im Land der Reformation und der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung unseres Landes? Keinen Zusammenhang zwischen den lauwarmen, bibelkritischen, zeitgeistlichen, erkenntnislosen, hingebungslosen und besucherlosen Gottesdiensten und der Islamisierung? Sieht keiner den Zusammenhang zwischen den Abtreibungen, der Geldgier, der Ausbeutung auf dem Kapitalmarkt, der Kälte in Familie und Nachbarschaft, der Scheidungsrate? Gibt es da wirklich keinen Zusammenhang? Sieht das eigentlich keiner mehr, was da geht? Und jemand anderes bemerkte, und das ist mir nachgegangen, alles, was wir tolerieren, wird uns dominieren und später kontrollieren. In England, da gibt es Stadtteile, da ist die Scharia das Recht. Da wird nach der Scharia vorgegangen und geurteilt. Da geht die englische Polizei gar nicht mehr rein. Darum wird Gott ihnen, weil sie die Liebe zur Wahrheit verlassen haben, kräftige Irrtümer senden. Das ist zweitens Gottes Reaktion auf die Spannungen in der Welt. Das muss kommen. Ich lese das nochmal, Vers 10 bis 12, 2. Thessalonicher 2. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit, bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird Gott ihnen eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Ich denke, 1:1 bezieht sich das nachher auf die Person des Antichristen, seine Verführungskünste, die Zeichen und Wunder, die er tut. So glaube ich es, ist es wortwörtlich gemeint. Aber ich sagte, viele Ereignisse werfen ihren Schatten voraus und geben die Richtung an. Und so auch das, was jetzt zurzeit geschieht. Wenn wir einfach mal bei dem Islam bleiben, auch andere Religionen, die werden getätschelt, gestreichelt, aber wenn sie bezeugen, dass sie ein an der Bibel gläubiger Christ sind, dann kriegen sie Schwierigkeiten. So weit sind wir bereits. Der Islam ist die Religion des Friedens, so wird es erklärt.
Und in Deutschland sagt man, der Islam gehört zu Deutschland. Und das fundamentale Christentum wird zum öffentlich und immer deutlicher und man merkt es kaum, immer krasser als Feind der Gesellschaft erklärt. Wir waren in Italien und hatten dort eine Konferenz und da kam unter anderem ein italienischer Richter zu Wort. Und der muss es ja wissen, das war ja jetzt kein Schwarzmaler, sagen wir mal. Keiner, der mit Verschwörungstheorien umgeht, sondern der befasst sich jeden Tag mit den italienischen und europäischen Gesetzen und weiß, schwarz auf weiß, weiß er, was da vor sich geht. Und er sagte uns in so 15 oder 20 Minuten, Leute, ihr wisst gar nicht, was da geht in Europa. Wie die Gesetze gemacht und verabschiedet werden und vorgeschlagen werden. Die Politiker kapieren es selber nicht, die unterschreiben einfach. Und auf einmal ist der Pädophilie Tür und Tor geöffnet und keiner hat es gemerkt. Und das Christentum ist dann natürlich der Feind gegen all diese Entwicklungen, ja? Weil die sind ja dagegen. In Schweden appelliert öffentlich eine Pfarrerin, das stand in Idea Spektrum, dass man die christlichen Symbole aus der Kirche entfernen soll und stattdessen Gebetsnischen für Moslems einrichten soll. In deutschen Kirchen wird öffentlich und demonstrativ werden Gebetsteppiche ausgerollt und öffentlich aus dem Koran vorgelesen und die Bibel gleichzeitig wird beiseite getan. Und es wird proklamiert, der Koran ist auch das Wort Gottes, genauso wie die Bibel oder die Bibel heute schon weniger. Der fundamentalistische Islam, der wird verharmlost, entschuldigt. Man muss bereit sein zum Dialog. Gut. Ich hörte da ein Interview mit einem Ägypter, Abdel Samad. Es ist ein ägyptischer Intellektueller, lebt in Deutschland, spricht Deutsch. Er ist eigentlich selber Moslem, als Moslem aufgewachsen. Er ist inzwischen Islamkritiker und er äußerte sich in einem Interview sinngemäß so, in Bezug der Politik in Europa, der Politiker, deren Äußerungen und überhaupt auch in der Gesellschaft auch. Er sagt, er findet das irrational, er kann das gar nicht erklären, warum das so ist. Gut, das ist kein jetzt bibelgläubiger Mann, ja, aber der sagt, zum Beispiel hier in Europa jetzt, er erwähnte dann auch die linksgerichteten Politiker, in Deutschland jetzt die Grünen und so weiter und so fort und andere linksgerichtete. Und er sagt dann, das ist so unwahrscheinlich, man kämpft für das Wort, das heißt für freie Meinungsäußerung bei uns. Es sei denn, es geht um den Islam. Er sagt, man kämpft für die Menschenrechte. Es sei denn, es geht um den Islam. Man kämpft für Gleichberechtigung, es sei denn, es geht um den Islam. Er sagt, ich verstehe das nicht, was da los ist. Wie kann man das erklären, dieses irrationale Verhalten? Das kann man nur erklären, wir haben die letzten 2 Donnerstage in unserer Bibelgebetsstunde Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes behandelt. Und da steht es,
listige Kunstgriffe des Teufels, Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, geistliche Mächte der Bosheit. Sie sind eine Realität. Diabolos, der Durcheinanderbringer, das Gesetzlose, drängt. George Orwell, der bekannte Schriftsteller, hat damals geschrieben, je weiter eine Gesellschaft von der Wahrheit wegtreibt, desto mehr wird sie diejenigen hassen, die diese Wahrheiten aussprechen. Václav Havel, einstmals, jetzt weiß ich schon wieder nicht, ich glaube tschechischer Ministerpräsident gewesen, der sagt, die zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen globalen Krisen. Arnold Fruchtenbaum erklärt, die Tage Noahs sind eine Zeit, die sich mit den Tagen vor der Entrückung vergleichen lassen. Und Martin Luther meinte, es kann kein größerer Zorn Gottes kommen, denn seines Wortes beraubt zu werden. Und liebe Geschwister, genau das ist es, was uns 2. Thessalonicher 2 zusagt. Man hat die Liebe zur Wahrheit oder man ist dabei, die Liebe zur Wahrheit zu verlassen und Gott sendet ihnen kräftige Irrtümer, dass sie der Lüge glauben. Er nimmt ihnen regelrecht, könnte man sagen, ich setze das jetzt mal in Anführungsstriche, er nimmt ihnen die Wahrheit weg. Das ist erschreckend. Alles, was wir tolerieren, wird uns dominieren. Der Herr sendet ihnen selbst eine wirksame Kraft des Irrtums. Was ist da los? Was passiert da in unserem Europa? Was wird uns da gesendet? Und wir öffnen dem Tür und Tor. Es geht nicht um die Menschen, ne? Da kommen wir noch drauf. Es ist eine sehr, sehr ernste Zeit. Darum auch schon der dritte Hauptpunkt, der ist mir eigentlich am wichtigsten. Gottes Trost in den Spannungen der Welt. Vers 7 und 8, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Also offensichtlich ist es so, dass dieser abrupte Abfall, der Hand in Hand mit dem Antichristen geht, dass der erst geschehen kann, wenn die Gemeinde Jesu von dieser Erde weggenommen ist. Die aufhaltende Körperschaft. Die einzige Hoffnung, die wir für uns und für unsere Kinder haben und für diese Welt haben, darum rege ich mich schon gar nicht mehr auf. Am liebsten höre ich gar keine Nachrichten oder gucke gar keine Nachrichten mehr und lese sie auch nicht mehr, weil ich sage mir ganz nüchtern, es ändert sich sowieso nichts, ich werde ja nur herzkrank. Es wird sich nichts ändern, es wird nicht besser werden, es wird nicht plötzlich Politiker auftreten, ja, jetzt kriegen wir alles in den Griff und jetzt wird alles gut und so. Nein, wird es nicht. Es wird in der einen oder anderen Form immer weiter bergab gehen, aus. Die einzige Hoffnung, die es gibt für unsere Welt, ist die hier, ja, die Erscheinung seiner Zukunft, die Erscheinung der Wiederkunft Jesu, der das Böse beseitigt und seine Gerechtigkeit bringt und seinen Frieden. Für Israel, für den Nahen Osten, für die ganze Welt. Darum habe ich hier ein Zitat gefunden, da schreibt jemand, es gibt kein Friedensreich der Gerechtigkeit ohne Christus für die Welt. Keine Hoffnung,
ehe sie nicht unter die unmittelbare Herrschaft Gottes und seines Gesalbten kommt. Darum beten wir, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Das ist die Aufgabe für uns als Christen. Nicht, dass wir uns so groß aufregen oder uns wer weiß wie einmischen, das hat nicht groß Sinn, sondern dass wir unsere von Gott gegebene Aufgabe erfüllen. Warum bin ich als Christ in diese Zeit, in diese Welt gestellt? Die Gemeinde wird meines Erachtens vorher entrückt. Warum? Es gibt dafür viele Gründe. Sie soll nicht durch den Zorn Gottes, der Apokalypse, aber die Bibel erklärt uns auch noch etwas anderes. Die Bibel erklärt uns, dass das Weltgericht, die Apokalypse, erst stattfinden kann, wenn Gemeinde nicht mehr hier ist. Denn der Apostel Paulus sagt uns im 1. Korintherbrief Kapitel 6, Vers 2 und Vers 3, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Ja, jetzt die Frage, wo beginnt das? Das ist nicht das Gericht am jüngsten Tag. Das Weltgericht und das Gericht über die Engel, das findet schon statt in Offenbarung. Im Offenbarungsbuch wird uns das schon dargelegt, ja? Wenn Satan auf die Erde geworfen wird, die große Trübsal kommt, wenn die Siegel gebrochen werden oder geöffnet werden, die Posaunen erschallen, die Gerichtsposaunen und die Zornesschalen, ja, das ist alles Gericht über diese Welt, über den Kosmos. Wenn Engel freigelassen werden, und ich könnte mir vorstellen, dass die Gemeinde eben von dieser Erde weggenommen wird zu unserem Herrn Jesus Christus und dann mit ihm als sein Leib die Welt richtet. Die Apokalypse. Es heißt ja auch an anderer Stelle im Römerbrief Kapitel 16, Satan wird in Kürze unter eure Füße zermalmt werden oder zertreten werden. Ja, was meint denn der Apostel damit? Sicherlich die Endzeit, ist ja klar, ne? Denn ich meine, heute ist der Satan noch nicht unter unseren Füßen zertreten und zermalmt. Müsste die Gemeinde durch die große Trübsal, dann würde sie ja von Satan zertreten. Verstehen Sie? Zum Beispiel sagt Offenbarung Kapitel 13, sagt ganz deutlich, dass der Antichrist, also durch die Herrschaft Satans, ja, gegen die Heiligen Krieg führt und die Heiligen überwindet, tötet, umbringt, Märtyrer und so weiter und so fort. Aber hier heißt es, dass Satan unter den Füßen der Gemeinde zertreten wird. Und das bedeutet meines Erachtens so viel, dass eben die Gemeinde entrückt ist, dass die Gemeinde beim Herrn ist und teilhat an den Gerichten, die über den Kosmos, die Welt und über die Dämonen stattfinden wird. Trost, Gottes Trost für unsere Welt, die Menschen im Allgemeinen, aber auch im Speziellen die Christen sind voller Unruhe, gerade voller Besorgnis und Angst um der derzeitigen Zustände und Entwicklungen, Umbrüche, Spannungen. Sie blicken sorgenvoll in die Welt und ich möchte versuchen, hier mal so ein paar Trostpunkte, so ein paar Trostgedanken loszuwerden heute Morgen, die uns vielleicht doch etwas zu sagen haben könnten, die wir als Christen eigentlich wissen müssen und die uns ermutigen. Zum Beispiel die Tatsache, Jesus kommt und er wird regieren. Oder die Tatsache auch, dass das Gottlose
sagen wir, das Gesetzlose, der Widersacher Gottes, der Teufel, der kommende Antichrist, die Sünde, nur so lange wirken darf, wie es ihm von Gott gestattet wird. Etwas anderes ist gar nicht möglich. Und sehen wir mal in unsere Zeit hinein, was da alles geht. Das sind Dinge, die Gott offensichtlich zulässt, sonst würden sie nicht passieren. Sie gehören zu seinem Plan. Ein Trost für mich ist auch der, den Hiob einmal nennt, wenn er sagt, in Hiob 19,25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Der Teufel wird zertreten. Alles Gottlose wird gerichtet und abgetan, sogar der Tod. Der Herr aber wird als Letzter dastehen. Die neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden sagt, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Wer wird das letzte Wort haben? Vor wem werden sich alle Knie beugen? Wen muss jede Zunge bekennen? Wer ist der Herr aller Herren und der König aller Könige? Jesus Christus. Jemand stellte die Frage, vielleicht deshalb, wer lenkt heute eigentlich die Geschicke auf dieser Erde? Gott oder der Teufel? Dass Gott im Himmel herrscht, wird im Allgemeinen eingestanden. Dass er es aber auch auf dieser Erde tut, das wollen viele nicht wahrhaben. Und da sind wir jetzt bei dem aktuellen Problem der Zuwanderung oder des Flüchtlingsstromes. Da hört man viele besorgte Christen. Wie geht das jetzt weiter? Wie wird das alles? Und die großen Gefahren, die da mitkommen und so weiter und so fort. Ja gut, das mag ja alles sein. Ich weiß es ja nicht. Es mag ja sogar sein, dass wir noch eine Verfolgung erleben. Weiß ich auch nicht vor der Entrückung. Kann ich alles nicht sagen. Aber was lehrt uns die Bibel? Zum Beispiel jetzt, heute Morgen lasen wir in der Losung, in unserem Brüdergebet, die Wege des Herrn sind richtig. Aus. Die Wege des Herrn sind richtig oder die Wege des Herrn sind vollkommen. Wir müssen doch nicht meinen, dass diese Menschen, diese Flüchtlinge, dass die von alleine kämen. Oder glauben Sie das? Also ich sage Ihnen, die würden nicht kommen, wenn Gott sie nicht schickt. Für mich ganz einfach. Die kommen, weil Gott sie sendet. Das Neue Testament lehrt uns, jetzt sind wir als Christen herausgefordert. Die werden in ihren Ländern, ist egal aus welcher Motivation die jetzt kommen, da gibt es sicherlich viele, die suchen wirklich Schutz. Also ich habe jetzt Berichte gelesen bzw. gesehen über Städte, über Gebiete da in Syrien oder auch im Irak. Liebe Geschwister, da ist wirklich nichts mehr da. Die Dörfer und Städte sind platt. Die sind weg. Ich sage mal wie ganz Dübendorf. Ganz Dübendorf ist kaputt. Kein ganzes Haus mehr. Wo sollen denn die Leute hin? Also es gibt wirklich viele sicherlich, die suchen Schutz oder es mag ja auch andere geben, denen es um andere Motive geht. Ich weiß es nicht, aber ist auch egal. Wir als Christen sind hier jedenfalls
herausgefordert, ja. Es bekehren sich ja unheimlich viele. Der Friedrich Hensler hat letzte Woche mit uns die Tagung gehabt von dem großen Verlag, früher Hensler Verlag. Der hat gesagt, das gehen zurzeit, die haben eine arabisch-deutsche Bibel herausgegeben. Der sagt, Norbert, da werden Tausende bestellt, nicht Hunderte. Tausende. Ich hörte, wie viele offene Menschen es gibt, die sich hier öffnen, weil sie ja in ihren Ländern, wo sie herkommen, oft Angst haben, ja, und bedrängt und verfolgt werden. Und denen steht der Islam bis hier, der extreme Islam, steht denen bis hier. Die machen ja alles nur kaputt. Und jetzt kommen die nach Europa, nach dem Teufel, ja, den Schweinen und Hunden. Und dann sehen die das hier, unsere Kultur und wie sie aufgenommen werden, ja, in Zeltlagern und Essen bekommen und Geld bekommen. Viele mögen das negativ ausnutzen, klar, aber das ist ein Zeugnis. Das Neue Testament lehrt uns, dass wir alle Menschen zu lieben haben. Das sagte Friedrich Hensler auch. Alle Menschen, zur Weihnachtszeit jetzt, alle Menschen stehen auf dem Wunschzettel Gottes. Gott will, dass alle gerettet werden. Wie gehen wir jetzt um? Jetzt setzen wir uns dahin, jetzt schreien wir dagegen und jetzt protestieren wir und die ganze Politik beschimpfen wir, statt für die Regierung zu beten. Ja? Statt wir das tun, was uns die Bibel aufträgt als Christen. Wir wissen um die großen Gefahren. Deshalb überlegen wir uns wirklich als Missionswerk jetzt im Moment, ja, wie können wir diesen Menschen auch helfen? Wir haben eine Infrastruktur. Es wäre doch schön, hier ist ein Asylantenheim. Ist es da? Ja, dahinter. Ja? Ja, die laufen hier täglich bei uns vorbei. Wenn man denen irgendwie helfen könnte, Sprachunterricht geben könnte. Darum auch der Aufruf, um ihnen auch die Liebe Jesu, die Liebe Gottes groß zu machen. Ich sage mal so, wer nur kritisiert und verwünscht, und ich habe da viele Beiträge gelesen und gehört, der steht nach meinem Dafürhalten nicht auf neutestamentlichem Boden. Wir dürfen uns nicht gegen die Situation auflehnen. Wir müssen sie annehmen als wiedergeborene Christen. Alles andere ist die Aufgabe der Regierungen. Der haben wir uns unterzuordnen. Christen dürfen nicht Teil des Problems werden, sondern ihre Berufung besteht darin, Teil der Lösung zu werden. Das ist unsere Aufgabe. Zum Beispiel sagt dieser bereits erwähnte Abdel Samad in diesem Interview, er sagt, wir dürfen die Menschen, also die Flüchtlinge, nicht den Islamverbänden überlassen. Da werden sie instrumentalisiert. Da werden sie islamkonservativ beeinflusst. Hier sind wir, ich sage es noch einmal, gefordert. Was tun wir? Unsere Regierungen sucht schon bei der Bevölkerung Hilfe. Helft uns, diesen Menschen zu helfen. Und da gibt es viele Christen und Kirchengemeinden und was weiß ich, die wettern von morgens bis abends dagegen und haben nur die Gefahren vor Augen. Ich will die nicht verschweigen. Wir leben in einer Demokratie, wir dürfen uns auch zu Wort melden. Wir dürfen auch kritische Punkte, habe ich ja auch gemacht, oder? Dürfen wir schon anwenden und erwähnen, auf jeden Fall. Aber die Bibel lehrt zum Beispiel, dass wir für den Staat beten sollen. Friedrich Hensler stellte auch diese Frage. Ich war fast erschrocken, aber er hat ja recht. Er sagt, wer von euch betet denn für Putin? Ja.
Wer von euch betet denn jetzt in dieser Zeit wirklich für die Regierung in Bern oder in Berlin? Es wird uns ja gesagt, dass wir das tun sollen. Sie lehrt uns aber auch, und hier möchte ich wieder jemand anders zitieren, wie sich auch immer alles entwickeln wird, ob wir noch schwere Zeiten durchmachen, ich weiß es nicht, könnte ja sein. Aber hier schreibt einer etwas Interessantes, er sagt, wir Christen werden keine unvorstellbaren Probleme haben, wie es jemand in einer Rundmail ausdrückte. Wir dürfen da ziemlich gelassen sein. Auch das lehrt uns die Bibel. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn die Landeskirche den Chrislam sät, werden Sie ja sehen, welche Frucht aus ihren Gewächshäusern kommt. Schauen wir aber auf die Gerichtstaten Gottes in Ägypten, Israel war sicher. So sind auch die bibeltreuen Christen sicher und geborgen und wir brauchen uns wirklich keine Sorgen zu machen, schon gar keine Angst haben. Und wird es tatsächlich zur Verfolgung kommen, wird auch da der Herr Jesus bei jedem Einzelnen von uns da sein und wir werden einen reichen Tisch im Angesicht unserer Feinde gedeckt bekommen. Das ist es, was das Wort uns lehrt. Und ich habe da noch ein anderes Beispiel, weil das kommt in unsere Dezemberausgabe des Mitternachtsrufes, der Zeitschrift Mitternachtsruf. Da haben wir einen kürzeren Artikel drin von Roger Libby und der schreibt, und als ich diesen las, habe ich gedacht, ja Mensch, das ist es doch wirklich. Und das trifft auch so gut unsere Situation. Er schreibt, ich zitiere, um 40 nach Christus ernannte der römische Senat einen Jordanier, den Edomiter Herodes, zum König der Juden und damit auch zum Herrscher über Bethlehem. Doch das Harren auf den Kommenden, wie man im jüdischen Volk den Messias oft nannte, endete nicht, sondern wurde immer gespannter, bis eines Nachts ein himmlischer Bote den Hirten Bethlehems die gewaltigen Worte verkündigte: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Große Freude, obwohl das jüdische Städtchen Bethlehem nach wie vor unter der Herrschaft, unter der Fremdherrschaft litt. Wir lernen daraus. Die heilsgeschichtliche Tatsache, dass Gott Mensch geworden ist, soll alle anderen Dinge, alle Sorgen und Nöte in den Schatten stellen. Die Freude des Glaubens hängt nicht davon ab, ob politische Probleme oder andere Konflikte und Nöte gelöst oder nicht gelöst sind. Das Kommen Jesu in unsere Welt bringt tiefe Freude für einen jeden, der in ihm wirklich Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, erkannt hat. Sein Kommen ist die Garantie, dass Gott alle noch ausstehenden Verheißungen zu seiner Zeit erfüllt und nach seinem Plan erfüllt, schreibt er. Das ist Trost. Wir sind geborgen in Gottes Hand. Wir haben einen Auftrag für die Menschen, in die wir hineingestellt sind, für die Menschheit, in die wir hineingestellt sind. Lasst uns diese Zeit nutzen, lasst sie uns auskaufen. Wir dürfen als Christen wissen, Jesus behält den Sieg. So ist es mal gesungen worden von den Zionssängern vor vielen Jahren. Das Beste, was ein Mensch tun kann, das ist die Liebe zur Wahrheit ergreifen, die Liebe zur Wahrheit anzunehmen. Das Beste, was Christen tun können, ist, sich auf diese Wahrheit zu stützen, zu verlassen, damit zu leben. Dem Worte Gottes zu vertrauen. Ich schließe mit einem Gedicht. Darin heißt es, ist von Adolf Heller, der Autor: Irgendwie geht's immer weiter.
näher hin zum ewigen Ziel. Doch der Schmerz ist Wegbegleiter und der Böse treibt sein Spiel. Dennoch darf nur das geschehen, was der Vater hat ersehen, dem der Welten Leid und Lust sind vor Urbeginn bewusst. Lasst uns darum weiter wandern, keiner sagt, ich kann nicht mehr. Jeder tröste treu den anderen, dem das Leben wird zu schwer. Selbst des Feindes Feuerpfeile dienen letztlich uns zum Heile, denn durch Jesu Christi Blut wird am Ende alles gut. Unseres Vaters Güte breitet lindernd sich auf jedes Leid. Seiner starken Hand entgleitet nichts, was er uns hält bereit. Seine Allmacht, Gnadenwerke, seiner Liebe Licht und Stärke tragen herrlich durch den Sohn den geplanten Sieg davon. Letzte Strophe. Lagern sich der Endzeitschatten auf die Erde dumpf und schwer. Lasst uns trotzdem nicht ermatten. Denn der Engel heilges Heer wird inmitten aller Schrecken uns bewahren und bedecken, bis uns, wie es Gott bestimmt, Jesus völlig zu sich nimmt. Ich denke, das ist Gottes Antwort auf die Spannungen in unserer Welt, in unserer Zeit. Er lässt uns nicht im Unklaren. Er sagt uns, dass er früher oder später eingreift, darauf reagiert, seine Zeit kommt. Er wird es tun, das müssen nicht wir in die Hand nehmen. Und er tröstet uns, dass er uns erklärt, Leute, ich bin noch da. Ich habe euch nicht vergessen. Vergesst ihr mich nicht. Amen.